Deutsch-tschechische Erlebnisse, Grenzerfahrungen und Ansichten bekamen die Besucher vor kurzem in der Schmugglerhütte in Bayerisch-Eisenstein zu hören. Judith Weinberger-Singh, Leiterin der Kreisentwicklung der Aberland Regio GmbH, konnte dazu Ludmila Rakujan als Leuchtturm tschechisch-deutscher Verständigung und Bernhard Setzwein als Meister kultureller Grenzgänge dem Publikum präsentieren. Andere Leute haben ihre Weltanschauung, ich habe meine Grenzanschauung. Weil es tatsächlich so ist, wenn ich aus meinem Arbeitszimmer schaue, sehe ich die Grenze. Und Grenzerfahrung, Grenzanschauung hat ja auch was damit zu tun, ein anderes, ein Fremdes kennenzulernen. Und das kann eigentlich auch nur, speziell für einen Autor, kann ja das nur von Vorteil sein, wenn er mal quasi über seinen Tellerrand drüber schaut und andere Biografien erlebt. Was haben Leute, die unter Ostblock-Verhältnissen aufgewachsen sind, was haben die erlebt? Und dann erweitert sich auch der eigene Themenkreis. Bei seiner Lesung konzentrierte sich Bernhard Setzwein unter anderem auf freundschaftliche Grenzerfahrungen aus zwei seiner Geschichten und Gedankensammlungen, dem gelben und blauen Tagwerk. Dabei schilderte er verschiedenste Reiseeindrücke. Sie sagen ja zur Begrüßung und Verabschiedung auch immer Ahoi. Ganz so, als wollten Sie uns damit einreden, Sie besäßen eine maritime Flotte und seien in Wahrheit ein altes Seefahrervolk. Vielleicht können Sie uns dann anschließend aufklären, was dieses Ahoi, mir kann es noch keiner erklären. Hallo, ich tue es ja nur ungern, aber ich muss euch erinnern, Böhmen liegt gar nicht am Meer. Aber mindestens am Mississippi oder meinetwegen auch im Nildelta werden mir die Brünner entgegenhalten. Woher käme sonst bitteschön das Krokodil in der Torhalle des Brünner Rathauses? Journalistin und Autorin Ludmila Rakujan beschäftigte sich in ihren Erzählungen eher mit den schwierigen Seiten grenzübergreifender Kommunikation. Teils mit etwas melancholischem Ton. Melancholisch vielleicht deswegen, weil die Geschichten auch viel damit zu tun haben, dass ich begreifen wollte oder beziehungsweise damit konfrontiert war, wie es den Sudetendeutschen ging, wenn sie halt vertrieben worden sind. Und dass ich das Gefühl hatte, die Tschechen sollten sich damit beschäftigen und das überwinden. Rakujan ist eine Grenzgängerin in vielerlei Hinsicht. Sie ist gebürtige Budweiserin und lebt zurzeit in Renchnach. Nach der sowjetischen Besatzung der Tschechoslowakei 1968 ging sie ins Exil und arbeitete sowohl mit tschechischen und deutschsprachigen Medien zusammen. Auch bei ihr hat der Fall des Eisernen Vorhangs einige prägende Ereignisse in ihrem Leben hinterlassen, die sie in ihren Werken aufgreift. Am 25. Januar 1946 traf im bayerischen Furt im Wald der erste von rund 1000 Zugtransporte an, mit dem die sogenannte geregelte Vertreibung von fast 2,5 Millionen Sudetendeutschen aus der Nachkriegs-Tschechoslowakei begann. Dieser Zug kam aus meiner Stadt. Noch Jahre danach, als ich in České Budějovice aufwuchs, war unter der geschäftigen Oberfläche dieser Stadt zu spüren, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Die Erwachsenen verhielten sich irgendwie komisch, so als würden sie ein kollektives Geheimnis hüten, über das man lieber schweigt. Nach den Vorlesungen standen Rakujan und Setzwein dann auch noch für eine kleine Diskussionsrunde zur Verfügung. Mit der hochkarätigen Autorenlesung fand das Kurzprojekt zur Weiterentwicklung des bayerisch-böhmischen Grenzraums als gemeinsame Freizeit- und Erlebnisregion seinen würdigen Abschluss. Wiederholung gern willkommen.